Der Zwingli hat die ganze Reformation wegen seinem Netzwerk mit der Politik gemacht. Also er hat oft seine Freunde gehabt. Und darum hat er es geschafft. Mit dem Geld und mit der sozialen Umwälzung. Und zum Zweiten, er hat können schnurren. Er hat wirklich können die Leute überzeugen. Und wie hat er das gemacht? Und das wissen wir. Erstens sagt der Hofmann, spinnst du noch so viel Witz auf den Kanzler erzählen. Der Zwingli hat Humor gehabt. Und dann hat er einfach lustig erzählt. Und dann, ja, das kannst du auch. Also wenn einer lustig erzählt und Witz hat, dann gehst du doch. Das ist doch spannend. Du hast viel zu spannend reden. Zum Zweiten, du baust viel Stadtgeschichten ein. Viel zu viel. Das heisst, ich würde mir vorstellen, der Zwingli lebt in dem Dorf und wenn er Prediger hat, und sie haben jeden Tag haben sie Gottesdienst gehabt, die haben unglaublich viel Musik. Aber die Leute haben immer gesagt, du, heute bist du dran oder heute bist du dran. Und er hat ständig so eine Klatschgeschichte eingebaut in die Predigt. Das habe ich auch ein bisschen gemacht, im Stein Toggenburg. Wenn ich wollte, dass ein Bauer sollen kommen, dass ich ihm etwas sagen wollte, bin ich zu ihm in einen Miststock und habe gesagt, am nächsten Sonntag nehme ich dich dann dran. Dann ist er dann gekommen. Und das Dritte, er hat leislich geredet. Das machen die Toggenburger. Da ist der Simoni Scheck, der Max ist ein schlechter Zwingli-Darsteller. In dem Sinn, er war viel zu gross. Und auch viel zu laut. Ich kenne so Bauern vom Toggenburg. Das sind unglaublich sensible, gescheite Leute, aber die reden ganz, ganz, ganz viel. Und der Hofmann sagt, du darfst nicht so viel reden. Weil der Güsser Nüssli, der die Glocke gegossen hat damals, der muss ganz nahe zu dir kommen, zum Hören, und der Platz ist am Bürgermeister vorgegeben und das gibt ihm Konflikt. Das ist das, was wir wissen. Und das ist wirklich original, das ist nicht fake. Und darum finde ich es so lässig, dass ihr gekommen seid, dahin und dass ihr da seht, da pulsiert.